Ganz herzlich willkommen und guten Morgen noch einmal. Ganz vielen Dank auch allen denen, die beigetragen haben bei der Einleitung, Diakono, auch dem Pianisten, Orgelspieler, der Violinistin, herzlichen Dank. Es ist jedes Mal ein Teil auch des Gottesdienstes, auch den Zionssängern. Es ist jedes Mal so schön, wenn sie singen, und gerade wenn sie etwas Rassiges singen, das gefällt mir immer wieder sehr gut. Wir wollen heute Morgen weitermachen mit unseren Schritten durch die Bibel. Ich hoffe, ich bin bis um 20 nach fertig. Ich habe ziemlich viel Text hier, aber ich werde versuchen, mich etwas zu kürzen und auch nicht zu schnell zu sprechen. Ja, bemühe mich jedes Mal. Am Anfang ist es immer noch gut, mit der Zeit wird es etwas schneller und am Schluss vergesse ich mich selber. Ja. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, wir haben das letzte Mal so einen Blumenstrauß behandelt. Er hatte die 4 Farben, dunkelrot, weiß, blau und auch hellrot. Und wir haben miteinander gesagt, dieser Blumenstrauß ist so ein Sinnbild auf die 4 Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Wir haben gesagt, diese 4 Farben, diese Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sind gleichbedeutend mit 4 Zeugen, die aus verschiedenen Blickwinkeln jedes Mal das mitteilen, was sie gesehen haben bezüglich der Person des Herrn Jesus Christus, seines Wesens und auch seines Werkes. Wir haben dabei festgestellt, der Matthäus sagt zum Beispiel, er zeigt uns Jesus als den König. Wir haben damals auch gezeigt, der Markus zeigt uns Jesus als den leidenden Gottesknecht. Wir haben miteinander festgestellt, Lukas zeigt uns den vollkommenen Menschen und Johannes zeigt uns Jesus Christus als den einen wahren Gott. Und nun wollen wir heute Morgen miteinander anfangen mit dem Matthäusevangelium. Ich möchte Sie auch gerne einladen, dass Sie zu Hause das Matthäusevangelium durchlesen, vielleicht 1-, 2 Mal, vielleicht auch 3 Mal. Sie werden sehr reich gesegnet sein. Es sind 28 Kapitel. Ich habe es gestern ganz kurz schnell gelesen. Wir brauchen ungefähr so 1,5 Stunden, vielleicht auch 2, je nachdem, wie schnell das man liest. Nehmen Sie sich die Zeit. Nun, der Matthäus selber zu seiner Person. Matthäus, er wurde auch Levi genannt und sein Name bedeutet Gabe des Herrn. Er war einer der 12 Apostel, Verfasser des Matthäusevangeliums. Klar, die Bibelkritik sagt etwas anderes. Wir lassen die Bibelkritik links liegen, wir halten uns an Gottes Wort. Der Matthäus schrieb sein Evangelium ca. 50 nach Christus, das heißt vor der Zerstörung des Tempels in Jerusalem 70 nach Christus, an das halten wir uns. Und bezüglich der Autorenschaft schreibt uns Origenes, der Kirchenvater, Folgendes. Ich zitiere, zuerst wurde das Evangelium des Matthäus, dem früheren Zöllner und späteren Apostel Jesu Christi, für die Gläubigen aus dem Judentum in hebräischer Sprache geschrieben. Also wir sehen hier, auch die Kirchenväter bezeugen ganz klar, Matthäus ist der Schreiber, geschrieben in hebräischer Sprache. Leider ist dieser Urtext nicht mehr vorhanden, er ist verloren gegangen, wir haben nur noch Abschriften. Bezüglich des Berufes des Matthäus, wir haben schon gesagt, er war Zöllner vom Beruf, das heißt, er war Mitarbeiter der römischen Besatzungsmacht. Er stand in den Diensten des römischen Kaisers, des Kaisers in Rom, und damit galt er unter den Juden als ein Verräter, ein Kollaborateur, ein Nestbeschmutzer. Er war nicht so gern gesehen und niemand zahlt gerne Steuern. Und der Matthäus hat ziemlich viel Steuern eingezogen, noch etwas mehr, damit auch sein Geldbeutel gut gefüllt war. Aber interessant, gerade diesen Zöllner beruft der Herr Jesus und nimmt ihn in seinen Dienst. Und seine Botschaft war dann, gerade dieser als Verräter angesehene, als Mitarbeiter der römischen Besatzungsmacht, gerade dieser Matthäus, er schreibt dann nicht über den römischen Kaiser, sondern über den König aller Könige, über Jesus Christus. Und interessanterweise, er zitiert dabei immer wieder das Alte Testament. Er kommt immer wieder auf Stellen des Alten Testaments, um den Juden zu beweisen, schaut einmal, das ist der König der Juden.
Es ist euer König, es ist der Messias Israels. Und wir wollen uns heute Morgen auf die Spurensuche machen. Und ich möchte Ihnen noch einmal Sie einladen, zu Hause das Matthäus-Evangelium zu lesen. Und nehmen Sie einen Malstift. Und alle diese Stellen, wo zum Beispiel hinweisen auf Autorität im Matthäus-Evangelium, auf Herrschaft, auf ein Königreich, das angekündigt wird, das Zusammenhang hat mit Ehrerbietung, mit königlicher Vollmacht, mit königlichen Attributen. All diese Dinge kommen im Matthäus-Evangelium sehr gehäuft vor. Dann denke ich, dann wird Ihr Studium interessant. Dann sehen Sie plötzlich Jesus als den König Israels mit Vollmacht, mit Autorität, mit königlichen Attributen. Wenn Sie das Matthäus-Evangelium aufschlagen, ich habe ziemlich viel Text auch, dass Sie heute nachschlagen und nachlesen können. Und meine Tochter hat mir schon gesagt im Auto, Papa, aber lass uns Zeit, dass wir auch die Bibelstellen nachschlagen können. Okay, Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 1. Und dort lesen wir, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann kommen die ganzen Geschlechtsregister. Und wenn Sie nun schon diesen ersten Vers gelesen haben, was fällt Ihnen auf? Lesen nochmal. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Wer hat zuerst gelebt? Abraham oder David? Aber hier zitiert er zuerst David. Es ist so, wie wenn der Matthäus etwas ganz Spezifisches hervorheben möchte. Er möchte uns zeigen, obwohl der David, der hat viel später gelebt als der Abraham, nämlich 1000 Jahre später. Dieser David, wer ist er? Er ist der Ursprung der königlichen Linie. Und gerade auf diese königliche Linie will uns hier der Matthäus hinweisen. Deswegen fängt er an, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids. Er ist euer König, ihr Juden, er ist euer König. Und dann erst zitiert er den Abraham. Interessant, also hier sehen wir, Jesus Christus ist königlicher Abstammung. Man würde heute sagen, er hat blaues Blut. Klar, das blaue Blut kommt daher, dass man früher, dass die Könige und so weiter des Adelsgeschlecht gingen nicht an die Sonne. Das war den Bauern und Arbeitern vorenthalten. Ja, die konnten an die Sonne, dann wurde die Sonne gebräunt, die mussten arbeiten und deswegen haben die gesagt, nee, all die Leute, die gebräunt sind, nicht so wie heute, die sind nicht adelsgeblüht. Und deswegen hat man gesagt, das blaue Blut, weil die Adern so durchschienen, ja, wenn man so bleich war, nie an die Sonne ging und so weiter, das ist adelsgeblüht, blaues Blut. Der Herr Jesus selber, er war blaues Blut, aber er war sonnengebräunt, denn er war Zimmermann von Beruf. Die Geburt des Königs, und wir wollen nun heute Morgen so einen ganz kurzen Überblick machen über das Matthäus-Evangelium. Einfach mal zu schauen, wo kommt uns der König Israels entgegen? Welche Attribute hat er? Welche Eigenschaften? Also wir haben gesehen, der Matthäus fängt an, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, aus königlicher Linie. Dann geht er weiter und sagt dann, und ich lese hier immer wieder so auszugsweise ab Vers 18. Wir sehen dort die Geburt des Herrn Jesus und wenn Sie dann zu Hause das auch ein wenig vergleichen mit den anderen Evangelien, mit Lukas und so weiter, dann ist es ganz interessant, was wir nun lesen. Matthäus Kapitel 1 ab Vers 18. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber diesem Sinne hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Und er nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus.
Es ist doch interessant, hier wird ganz kurz und knapp beschrieben die Geburt des Herrn Jesus. Kein Wort wird hier verloren bezüglich der näheren Umstände. Alles Zwischenmenschliche wird hier weggelassen. Fällt Ihnen das auch auf? Es ist interessant, im Januar 2012, also dieses Jahr, gab es einen Stammhalter oder Nachfolger im dänischen Königshaus. Und das dänische Königshaus hat folgende Verlautbarung nach außen weitergegeben. Sie schrieben, es ist eine Prinzessin, teilte das Königshaus in Kopenhagen mit, ohne dabei den Namen zu nennen. Der Vater des Kindes, Prinz Joachim, sei bei der Geburt am Morgen dabei gewesen. Das Baby wog 2900 Gramm, war 49 Zentimeter groß, Mutter und Kind sind wohlauf. Punkt, Schluss, kurz und bündig. Ähnlich wie im Matthäusevangelium, oder nicht? Auch hier im Matthäusevangelium ist es kurz und bündig, ohne Emotionen, ohne Angaben der Umstände. Interessant, wenn wir aber die anderen Evangelien lesen, zum Beispiel, da wird uns berichtet in Lukas die beschwerliche Reise nach Bethlehem. Matthäus verschweigt das alles. Matthäus verschweigt auch, dass zum Beispiel die Stadt überfüllt war, dass kein Raum vorhanden war in der Herberge. Matthäus verschweigt den Ort der Geburt, den Stall. Nichts wird gesagt über die Umstände, den Futtertrog, der als Krippe diente, oder auch Windeln werden nicht erwähnt. Noch die Felder Bethlehems, noch die Hirten und die Schafe. All das wird weggelassen. Denn hier ist ein König geboren. Ganz schlicht, einfach, ein König ist da. Da interessieren die Umstände nicht, sondern nur der König. Und einem König, da wird auch gehuldigt. Ein König wird angebetet. Einem König bringt man Geschenke. Und genau das finden wir auch im Matthäusevangelium. Matthäus 2, ab Vers 1. Als nun Jesus geboren war, in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Also sie kommen, um diesen König zu huldigen. Eine Geburt eines Königs bewegt die Staatsbeamten und die Regierungen. Da rollt man den roten Teppich aus und man huldigt ihm und man bringt ihm Geschenke. Und genau das sehen wir auch hier im Matthäusevangelium. Im Matthäusevangelium, da lesen wir Matthäus 2 ab Vers 10. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden den König samt Maria, seiner Mutter. Dann heißt es, da fielen sie nieder und beteten an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Einem König, da bringt man keinen Ramsch. Da geht man nicht zu Aldi einkaufen, sondern man bringt ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und interessant ist, was das Alte Testament darüber sagt. Schlagen Sie auf, auch hier wieder auszugsweise in Jesaja 60 ab Vers 3. Jesaja 60 ab Vers 3. Ich warte ein wenig, bis Sie es aufgeschlagen haben. Ja, ich vergesse es immer wieder, weil ich habe hier alles aufgeschrieben, von dem kann ich zügig weitermachen. Da heißt es, und Heidenvölker werden zu deinem Lichte kommen. Also die kamen, weswegen ja, weil das Licht ihnen erschienen war. Und Könige zu deinem Glanz, der über dir aufgeht. Und dann weiter unten, und sie werden die Schätze der Heidenvölker, werden sie dir bringen oder werden zu dir kommen. Eine Menge von Kamelen wird dich bedecken, Dromedare von Midian und Epha. Und sie alle werden von Saba kommen, und sie werden Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkündigen. Schon im Alten Testament angekündigt und erfüllt zur Zeit der Geburt des Herrn Jesus. Ein König, der wird auch angekündigt. Also wenn die Queen Elisabeth
Ja, wenn sie irgendwo auf Besuch geht, wenn der Putin in die Schweiz kommt, das wird Jahre vorher wird das geplant, wird angekündigt, Sicherheitsvorkehrungen werden getroffen. Ja, die Queen, die nimmt ihren ganzen Hofstaat mit bis zur eigenen Toilette. Aber da braucht es einen Herold, der vor ihr hergeht und alles vorbereitet. Und genauso ist es hier in diesem Zusammenhang. Der Herold, wird angekündigt im Malachi, da wird gesagt, es wird einer kommen und 400 Jahre später, dann wird er erscheint, der dritte Erscheinung. Und genauso sehen wir hier bei der Ankunft des Herrn Jesus, da lesen wir in Matthäus 3 ab Vers 1, in jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und er verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, also Matthäus 3 ab Vers 1, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Also der Herold ist plötzlich da, er tritt auf und er sagt dann Folgendes. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Es ist die Stimme eines Rufenden, eines Heroldes. Bereitet den Weg des Herrn, machet seine Pfade eben. Und so tritt nun dieser König in Erscheinung. Und das zeigt uns auch das Matthäus-Evangelium. Der König ist da. Es ist interessant, nachdem der Herold abtritt. Der Herold geht in die Versenkung, ins Gefängnis. Und kaum ist dieser Herold im Gefängnis, da tritt der König selbst auf. Und es heißt in Matthäus 4 ab Vers 17, und von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen. Also der Herold, der ist abgetreten, er ist im Gefängnis. Und dann heißt es, und von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist herbeigekommen. Der König, er ist nun da. Und wenn ein König da ist, was hält er? Da gibt es doch immer einen Antrittsbesuch. Ja, einen Bundesrat, der Papst. Ein König, der hält Audienz. Und genau das sehen wir hier. Der König tritt auf und er hält Audienz. Und so lesen wir in Matthäus 5 ab Vers 1. Als er aber die Volksmenge sah, da stieg er auf den Berg und er setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede. Nun, wenn ein König auftritt, dann braucht er auch was? Er braucht ein Recht. Ein König braucht doch Regeln, Richtlinien. Und der Jesus, er tritt auf, er hält seine erste Audienz, er tut seinen Mund auf und dann heißt es hier, er proklamiert sein Recht, seine Regeln. Ein König ohne Regelwerk geht doch nicht. Und genau das tut auch hier der König. Und wenn wir das Matthäus-Evangelium anschauen, dann finden wir eine dreifache Gesetzgebung im Matthäus-Evangelium. Wir haben ja hier in der Schweiz, haben wir was? Wir haben die Judikative, zuerst Legislative, gesetzgebende Gewalt. Dann haben wir die Judikative, das heißt die rechtsprechende Gewalt, die Richter. Die Legislative ist bei uns das Parlament, dann die Judikative, die Richter, die Justiz und die Exekutive, vor denen haben wir am meisten Angst, nämlich wenn wir bußen, dann bezahlen müssen und so weiter, ja, oder ins Gefängnis müssen, die Exekutive. Und genau das finden wir auch im Matthäus-Evangelium. Wir finden im Matthäus-Evangelium die Legislative, die Judikative und auch die Exekutive. Wenn wir das Matthäus-Evangelium durchlesen. Ganz interessant. Streifen wir ganz kurz die einzelnen Punkte. Die gesetzgebende Gewalt, also die Legislative, das Parlament. Der König tritt auf und dann sagt er und macht seinen Mund auf und als erstes tut er was? Die Bergpredigt. Und sie beginnt mit dem, was Gono gelesen hat, in Matthäus Kapitel 5. Und das geht bis Kapitel 7. Das ist die Bergpredigt. Es ist das Gesetz. Es ist die Legislative, die gesetzgebende Gewalt. Der König tritt auf und er sagt, wo es lang geht. Und so fängt er an, der Herr Jesus, und sagt, ich lese auch nur ganz kurz ausdrucksweise, glückselig sind die geistlich Armen,
Glückselig sind die Trauernden, glückselig die Sanftmütigen, glückselig die nach Gerechtigkeit hungern, glückselig die Barmherzigen, die reines Herzens sind, die Friedfertigen und so weiter und so fort. Da geht Herr Jesus noch in die Details, er erklärt, er tritt auf hier als der sagt, wo es lang geht. Er ist die gesetzgebende Gewalt, er ist der König. Wir finden im Matthäus-Evangelium aber auch die Judikative, nämlich der Richter, der auftritt als der ein Urteil fällt. Zum Beispiel sagt der Herr Jesus bezüglich der Städte, die ihn ablehnten, sagt Herr Jesus Folgendes in Matthäus 11 ab Vers 21. Matthäus 11 ab Vers 21. Wehe dir, Korazim. Also hier spricht er ein Urteil aus. Er ist Richter. Wehe dir, Korazim, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Also der Herr Jesus, er verurteilt hier die Städte. Er spricht ein Urteil. Der Jesus verurteilt aber auch einzelne Menschen, zum Beispiel in Matthäus 18, Vers 7. Da sagt der Herr Jesus, wehe der Welt wegen den Anstößen zur Sünde. Und dann sagt der Herr Jesus, aber wehe jenem Menschen. Er geht noch mehr in die Details und sagt, der Mensch, durch den die Anstöße zur Sünde kommen, er verurteilt sie, er spricht Gericht über sie. Er verurteilt, der Jesus verurteilt auch die geistlichen Führer, also die Kirchenführer. Und so sagt der Herr Jesus in Matthäus 23, 13. Matthäus 23, Vers 13. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, auch hier wieder der Herr Jesus spricht Urteil aus, die Judikative. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die das Reich der Himmel von den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Der Herr Jesus verurteilt auch die politischen Führer, indem er sagt, Matthäus 23, 16, wehe euch, ihr Blindenführer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts. Wer beim Gold des Tempels schwört, ist gebunden. Auch hier der Herr Jesus tritt auf als der Recht spricht. Und wir sehen schlussendlich auch, wie der Herr Jesus nicht nur Recht spricht, sondern auch Gewalt ausübt. Der Herr Jesus hat also in sich die Legislative, die Judikative und auch die Exekutive. Das zeigt uns, er ist der eine König. Er definiert Recht, er spricht Recht und er übt auch Recht aus. Und das sehen wir in dem, was Jesus sagt bezüglich der letzten Tage, nämlich in Matthäus 24 folgende Verse ab Vers 48. Matthäus 24 ab Vers 48. Da könnte man ganz viele Bibelstellen wieder anführen, einfach nur diese eine Bibelstelle. Da sagt der Herr Jesus, Matthäus 24, 48, wehe aber jenem bösen Knechte, der in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tage kommen, da er es nicht erwartet, und so eine Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzwei hauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Schlussendlich ist Jesus auch der das Urteil nicht nur definiert, nicht nur spricht, sondern auch vollzieht. Und er wird sie entzwei hauen und ihm seinen Teil bei den Heuchlern geben. Da wird es Heulen und Zähneklappern sein. Jesus ist König. Jesus ist König und er zeigt das auch in seiner Macht, die er ausübt. Zum Beispiel gebietet der Herr Jesus mit Vollmacht über den Aussatz. Matthäus 8, Vers 2. Matthäus 8, Vers 2, da sehen wir, wie der König mit Vollmacht regiert. Und da heißt es, und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich wohl reinigen.
Und dann heißt es, und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von dem Aussatz rein. Wir sehen, wie Jesus mit Vollmacht über die Dämonen regiert. Matthäus 8, Vers 28. Matthäus 8, 28 und folgende Verse. Und da heißt es, und als er ans jenseitige Ufer in das Gebiet der Gergasener kam, da liefen ihm 2 Besessene entgegen. Die kamen aus den Gräben heraus und waren sehr gefährlich, so dass niemand auf jener Straße wandern konnte. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Es war aber ferne von ihnen eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die Dämonen baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so erlaube uns, in die Schweineherde zu fahren. Und er sprach, geht hin. Da fuhren sie aus und fuhren in die Schweineherde. Auch hier königliche Vollmacht. Er befiehlt den Dämonen und sie müssen reagieren und gehorchen. Der Herr Jesus, er heilt mit Vollmacht, heilt einen Gelähmten. Können wir nachlesen, Matthäus 9, 2. Und heißt es, und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und er etwas weiter unten, und er sprach zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und er ging. Jesus regiert mit Vollmacht selbst über den Tod. Das sehen wir in Matthäus 9, Vers 18. Matthäus 9, Vers 18. Und siehe, da kam ein Vorsteher, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und in Vers 23, als nun Jesus in das Haus des Vorstehers kam, da heißt es, und die Pfeife und das Getümmel sah, da sprach er zu ihnen, entfernt euch. Einfach Autorität, Vollmacht, entfernt euch. Denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er aber die Menge hinausgetrieben hatte, ging er hinein, ergriff ihre Hand und das Mädchen stand auf. Das ist Vollmacht, Autorität des Königs. Und dieser König, wir haben gesehen, er definiert das Gesetz. Dieser König, er regiert, er herrscht. Und dieser König zieht nun ein in seine Stadt. Und das sehen wir in Matthäus 21, ab Vers 1. Matthäus 21, ab Vers 1. Und da sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus 2 seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr ein Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los, führet sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr, er braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Also wenn der König etwas braucht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der da spricht. Saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel und auf einem Eselfüllen. Und da heißt es, aber die meisten aus der Menge bereiteten ihre Kleider aus auf dem Wege. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Also hier kommt ein König und einem König gebietet man Ehrerbietung. Man bereitet die Kleider aus. Und dann heißt es, und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna dem Sohne Davids. Dem Sohne Davids, aus der königlichen Linie. Hosianna dem König Israels. Gepriesen sei der kommt, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Der König ist da und da stellt sich die Frage, was tut man nun mit diesem König? Diesem König, der sein Gesetz verkündigt hatte. Dieser König, der sich erwiesen hatte in seiner Autorität als König. Dieser König, dessen Vollzugsgewalt man wusste und kannte. Was tut man mit diesem König? Er zieht in seine Stadt ein und wir lesen, was der Prophet sagt. Der Prophet in Sacharja 9, Vers 9.
Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König, er kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter. Demütig, reitend auf einem Esel. Was macht man nun mit diesem König? Will man ihn haben? Akzeptiert man seine Königsherrschaft, seine Gewalt, seine Autorität, die sich mehrfach erwiesen hatte während seiner Zeit? Nimmt man ihn? Es ist immer so, wenn sich ein König aufmacht, und gerade hier der König der Ewigkeit, da macht sich der Ränkeschmied auf den Weg, der Intrigant. Und man will ihn schlussendlich, diesen König will man nicht haben. Der Lukas, der Evangelist Lukas, er sagt Folgendes, in Lukas 19 ab Vers 12. Man wusste, er ist der König Israels. Er ist der König der Ewigkeit. Er hat Vollmacht, er hat Autorität. Er ist der, der das Gesetz definiert, der das Gesetz spricht und der das Gesetz auch ausübt. Und dieser König, von ihm wird gesagt in Lukas 19 ab Vers 12. Und Jesus, er sprach zu ihnen, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und um dann wiederzukommen. Und dann heißt es etwas weiter unten, aber seine Bürger hassten ihn und schickten ihm seine Gesandtschaft nach und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Man will nicht, dass dieser König, obwohl er König ist, sich als König erwiesen hat, Gesetz definierte. Man will nicht, dass dieser König über sie herrscht. Ja, man geht so weit, man ratschlagt, um ihn umzubringen. Und auch das zeigt uns der Matthäus im Matthäus-Evangelium. Matthäus Kapitel 26 ab Vers 3. Da lesen wir, da versammelten sich die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes im Hofe des Hohenpriesters, der Kaiphas hieß. Und sie hielten miteinander Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und wie sie ihn töten könnten. Den König, den will man nicht haben. Lukas hat gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht, wir wollen ihn nicht als König haben. Man lehnt ihn ab. Und man findet sogar Leute aus den eigenen Reihen des Königs, die ihm willfährig in diesem Plan mitarbeiten. Matthäus 26 ab Vers 14. Matthäus 26 ab Vers 14. Da heißt es, da ging einer der 12 mit Namen Judas hin zu den obersten Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, um ihn zu verraten. Man will diesen König nicht haben, obwohl er sich als König erwies. Man will ihn nicht haben, man lehnt ihn ab. Und noch einmal wird diesem König ein Liebesdienst erwiesen. Das lesen wir in Matthäus 26. Da heißt es, Matthäus 26 ab Vers 6. Als nun Jesus in Bethanien im Hause Simons des Aussätzigen war, da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbaren Salböls und goss es auf sein Haupt, während er zu Tische saß. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Öl teuer verkaufen können. Man salbt diesen König. Und interessant, genau das gleiche Ereignis wird uns auch berichtet im Johannesevangelium. Aber im Johannesevangelium betont der Johannes etwas anderes. Was salbt im Johannesevangelium diese Frau? Die Füße. Aber hier das genau gleiche Ereignis, da zeigt uns der Matthäus, diese Frau salbt was? Den Kopf. Im Alten Testament wurden die Könige gesalbt, wie? Indem man das Öl auf den Kopf goss. Hier wird ein König gesalbt, vorbereitet auf seine schwerste Aufgabe. Ein König auf dem Weg nach Golgatha. Und nun sehen wir, wie dieser König in seine letzten Stunden kommt. Wir sehen, wie er gefangen genommen wird. Und es stellt sich die Frage, erweist er sich auch hier als König? Ist er wirklich der König Israels? Oder erweist er sich als Versager? Oder hat er königliche Majestät, königliche Vollmacht, königliche Autorität?
Wir sind ja oft im Leben so, wenn wir in die Enge gedrängt werden, da kommt unser wahrer Charakter zum Vorschein. Aber hier dieser König der Ewigkeit, er kommt in seine schlimmste Stunde, er wird menschlich gesehen in die Ecke gedrängt. Wird er sich als König erweisen? Wir schlagen auf Matthäus 26 ab Vers 47. Wir sind im Garten Gethsemane. Und da heißt es, und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der 12, und mit ihm eine große Schar mit ihm, mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Und es waren bis zu 1000 Mann, die da kamen. Man hatte solche Angst vor diesem König. Der ihn aber verriet, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist's, den er greift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und er küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, und seht ihr diese königliche Vollmacht? Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Platz. Denn alle, die zum Schwerte greifen, werden durch das Schwert umkommen. Und dann sagt er, Jesus, und da merkt ihr wieder diese königliche Autorität und Vollmacht. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken und kein anderes Evangelium sagt das, nur hier der Matthäus. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken, 12 Legionen? Hier spricht ein König, der gewohnt ist zu regieren, der weiß, was er kann und welche Vollmacht er hat. 12 Legionen bedeutet 72.000 Engel. Und welche Macht diese Engel haben, das sehen wir im Alten Testament in 2. Könige 19,35, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen. 2. Könige 19,35, da tritt ein Engel in einer Nacht auf und 185.000 Männer werden umgebracht. Und es waren alles Soldaten. Ein Engel tritt auf und 185.000 Männer ausgelöscht. Und hier sagt der Herr Jesus, meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken, 72.000 Engel mit einer Potenz, dass einer von ihnen 185.000 Männer in einer Nacht umbringen kann. Das ist Majestät, das ist Vollmacht, das ist königliche Würde und das ist königliche Gelassenheit. Kommen wir zu seinem Verhör. Auch hier wieder auszugsweise. Matthäus 26, ab Vers 57. Die aber Jesus festgenommen hatten, sie führten ihn ab zu einem Hohenpriester Kaiphas, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Aber sie fanden keines. Und obgleich viele falsche Zeugnisse herauskamen, fanden sie doch keines. Hier wird dieser König, wird über ihn Gericht gehalten. Jesus versucht man zu diskreditieren, ihn anzuklagen, ihn zu verurteilen. Man nimmt Zeugen, die reden alle falsch Zeugnis. Und dabei werden alle Regeln der Rechtsstaatlichkeit werden hier gebrochen. Wir sehen hier die Legislative, wir sehen hier die Judikative und wir sehen hier die Exekutive. Und alle versagen. Wir sehen zum Beispiel Matthäus 26, 57. Die aber Jesus festgenommen hatten, das heißt die Exekutive. Sie führten ihn ab zu dem Hohenpriester, wo die Schriftgelehrten und Ältesten versammelt waren. Das heißt, sie führten ihn zu der Legislativen und zu der Judikativen. Das ist eine Versammlung in Personalunion, die rechtsprechende Gewalt. Und die sprechen ein Urteil. Sie suchen falsches Zeugnis. Sie können dennoch nicht eins werden. Das heißt, dieser ganze Prozess ist ein Ad absurdum.
Die römische Seite macht es genau gleich. Auch sie übergehen ihr eigenes Recht. Der römische Rechtsvollzug wird mit Füßen getreten. Und selbst der römische Richter, Pontius Pilatus, er muss sagen, Matthäus 27 ab Vers 23. Matthäus 27 ab Vers 23. Da muss dieser Richter Folgendes sagen: Was hat er denn Böses getan? Er findet nichts Böses an ihm. Was hat er denn Böses getan? Ja, er sagt sogar Folgendes, Matthäus 27, 18. Pilatus sah aber, dass er nichts ausrichtete, sondern dass noch vielmehr ein Aufruf entstand. Da nahm er Wasser, wusch sich die Hände und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Also er bezeugt, dieser ist unschuldig. Er ist ein Gerechter. Und dennoch übertritt er die Rechtsprechung und es heißt dann, und er ließ Jesus geißeln, auch das ist nicht rechtens, und er übergab ihn zur Kreuzigung. Die gesetzgebende Gewalt, gesetzsprechende Gewalt, übt Unrecht und im höchsten Maße. An dem, der Recht sprach, der Recht definierte und auch mal Recht üben wird. Und selbst die Exekutive, das heißt die Soldaten, auch die müssen sagen, in Matthäus 27, Vers 54, Matthäus 27, Vers 54, als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was geschah. Also der Hauptmann hat zugeschaut, hat gesehen, was da alles abläuft, hat gesehen, wie dieser Jesus reagiert. Was er sagt, am Kreuz hängend, wie er das sagt zu seiner Mutter, wie er zu dem sagt, der am Kreuz mit ihm hängt. Und dann sagt dieser Soldat, dieser Hauptmann, wahrhaft, dieser war Gottes Sohn. Hier stirbt ein König. Ein König wird zu Grabe getragen. Aber interessanterweise, dieser König, er trägt schlussendlich den Sieg davon. Und so berichtet uns Matthäus in Matthäus 28. Nach dem Schabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, da kamen Maria Magdalena und die anderen Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Hier wird einem König gehuldigt. Sein Aussehen war wie der Blitz, sein Gewand weiß wie Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und sie wurden wie tot. Und der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet euch nicht. Ich weiß wohl, wen ihr suchet, Jesus, den Gekreuzigten. Aber er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das heißt, der König hat er sich im Leben als König erwiesen, hat es das Gesetz gegeben, hat er von dem Richter sich als König erwiesen, unschuldig, und im Tod ist er königlich auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht halten und ihm wird alle Ehre nun zuteil. Und dieser König, er beruft nun seine Jünger und er gibt diesen Jüngern einen Auftrag. Und nun sehen wir, wie dieser König folgenden Auftrag gibt in Matthäus 28 ab Vers 17. Jesus hatte sie bestellt und dann heißt es, dass Jesus ihnen begegnet in Matthäus 28 Vers 17. Und als sie ihn sahen, da warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Hier tritt ein König auf. Sie sahen ihn und sie warfen sich vor ihm nieder. Und dann heißt es, etliche aber zweifeln. Ja, sie haben eine Frage, ja, ist es wirklich der? Und dann heißt es in Vers 18, und Jesus trat hinzu, redete mit ihnen und sprach. Und plötzlich ist die ganze Fragerei, die Zweifel sind weg, weil hier ein König auftritt. Und Jesus sagt zu ihnen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.
ich bin König. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So gehe nun hin und mache zu Jüngern alle Völker und taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und dann sagt der Herr Jesus, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hier tritt ein König auf. Und die Frage, die sich uns stellt, wir haben jetzt so einen ganz kurzen Schritt gemacht durch das Matthäus-Evangelium hindurch. Ganz wenig haben wir beleuchtet, den König Israels, der vollmächtig auftritt, der Gesetz spricht, der das Gesetz definiert, der sich als König erweist in seiner Vollmacht, der von den hohen Priestern steht als König, der königlich regiert, selbst in seinem Verhör, der königlich reagiert, selbst in seinem Tod, und der als König aufersteht und der seinen Jüngern einen Auftrag gibt, einen königlichen Auftrag: geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, lehret sie halten und machet zu Jüngern. Die Frage stellt sich einfach, inwieweit sind wir diesem König, haben wir uns unterordnet und unterstellt? Ist Jesus Christus wirklich auch unser König, der König unserer Herzen, der König unseres Lebens? Interessant, die Jünger, alle haben es sofort gewusst, hier ist der König der Ewigkeit. Und sie gingen hin in die ganze Welt. Gerade dieser Thomas, der so gezweifelt hat, ich glaube nicht, ich sehe nicht, wenn ich nicht meine Hände in eine Wunde legen kann. Dieser Thomas, er ging am weitesten weg, er ging bis nach Indien. Dort wurde er ermordet, er starb als Märtyrer und sein Grab ist heute noch dort. Die Frage stellt sich, die Jünger haben es kapiert. Kapieren wir es auch, dass Jesus der König der Ewigkeit ist? Die Frage stellt Jesus uns, aber die Antwort müssen wir selber geben. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, du bist wirklich der König Israels. Du hast dich erwiesen als der König in allen Belangen, in allen Bereichen. Und Herr Jesus, schenk, dass wir nicht nur beim Staunen stehen bleiben, sondern dass wir anfangen, wirklich auch deine Königsherrschaft über unserem persönlichen Leben zu akzeptieren und Ja zu sagen zu den Wegen, die du uns führst, schickst und leitest. Und Herr Jesus, du hast gesagt, geht hin, predigt das Evangelium aller Kreatur. Und Herr Jesus, du hast mir und uns einen Auftrag gegeben. Und ich möchte diesem Auftrag wirklich auch nachkommen. Und dann sagst du, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Und Herr Jesus, wenn Menschen heute da sind, die dich noch nicht kennen als ihren König, schenk, dass sie heute vor dir zusammenbrechen und dir Recht geben. Ja, Vater, ziehe du zum Sohn. Schenk, dass Menschen dich anerkennen als ihren persönlichen König, als den König ihres Herzens. Danke dafür. Amen.